Herr Baum, die hat Wort. Merci, Herr Präsident. Wenn ein Herr da liest, dass 1/3 von den Lebensmitteln weltweit wäschgeheit gehen, dann ist er schockiert. Zu Lützeburg landen 60.000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr an der Pubel. Und die Tüte, die vom Umweltministerium in Auftrag gegeben hat, sieht, dass da eine Moyenne 124 Kilo pro Kap an der Pubel landen, wovon bald haltend, also 56 Kilo, nach nutzbar, respektive auf jeden Fall vermeidbar wären. A viel von den Lebensmitteln, die an der Pubel landen, stehen sogar noch an ihrer Originalverpackung. Ja, das ist erschreckend. Und das ist umso mehr bedenklich, wenn ich sich für nahe feiert, was an denen Eiswuren alles drastisch. An der Dokumentation, die die Regierung als für das Debatte zur Verfügung gestellt hat, leitet Fokus auf dem Geldwert von den verbitzenen Lebensmitteln. Wir an den Wuren stehen aber auch auf für allem Ressourcen. Natürlich Ressourcen wie der Boden, auf den sie produziert werden, die Energie, mit der sie produziert werden, und damit dax auch ein Stück Erderwärmung durch fossile Brennstoffe, lang Transportwege, das Wasser, das gebraucht an einem Produktionsprozess, wo viele Lebensmittel degradiert werden. Und es stehen menschliche Ressourcen dran. Für allem die Arbeitskraft, die an das gaspilliert Lebenswuren investiert gehen, an die bei der Entsorgung viel und ihrem Wert verliert dann unproduktiv geht. Wenn ihn also über das Verbitzen von Lebensmitteln schwätzt, dann muss ihn das immer im Blick behalten. Und da merkt ihn auch ganz sehr, dass die Hauptgründe von dieser Problematik nicht ausschließlich beim Konsumverhalten von den Städten zu sicher sind, sondern an erster Linie bei einer deregulierten Lebensmittelbranche, die auf Standortkonkurrenz, niedrig Löhne und an der Ausbeutung von armen Ländern an ihre Ressourcen basiert. Damit sind Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen für die Konsumenten, die bei Debatten über die Gaspillage alimentaire immer näherem, ganz sehr als Patentlösung angeführt gehen, zwar sinnvoll, aber begrüßenswert, aber nicht der wichtigste Lösungsansatz. All Mensch hat sicherlich eine Responsabilität für verständig und respektvoll mit Lebensmitteln umzugehen. Und ganz viele Leute machen das doch. Mit Verbitzen aus unserer Sicht aber auch Teil an Konsequenz von einer Lebensweise an einem ökonomischen Kader, an denen die Leute leben, an verschiedene Leute auch imposiert werden. Der ökonomische Kader zeichnet sich durch ein großes Markt von der Lebensmittelindustrie an die großen Handelsschänen aus. Sie delokalisieren hier Produktionszeiten dahin, wo die Löhne oder die Steuern am niedrigsten sind, und die Regeln am schwachsten sind. Sie vergrößern damit den Gaspillage auf Ressourcen und Komplexität von der Kette von den Lebensmitteln und Ressourcen, die an einer Eisfuhr draufstehen. Über Handelsakkorden imposieren sie der Landwirtschaft an andere Produzenten Normen, die zu weiterem Gaspillage führen. Also sie beeinflussen den Kaufschwung von den Konsumenten über den Flut von Reklamen und Verpackungen zum Teil mit. Den durchschnittlichen Konsument auf der anderen Seite, der gestresst zwischen Arbeit, Themen, wie er oft nach Kanner und Krieg oder Maison Relais sicher gehen, nach sehr etwas abkaufen gehen muss, ohne wirklich Zeit gehabt zu haben, für Neues zu gucken, was da noch alles so am Frigo ist, respektive was gekocht soll gehen, hat oft gar keine andere Möglichkeit, die richtige Schwa beim Abkauf zu treffen. Einerseits, weil er vielleicht überfordert ist mit dem Schwa und mit dem Stress. Andererseits, weil sein Budget vielleicht just durchgeht, für beim Discounter anzukaufen, wobei Verpackungen an Offere von Produkten an zu große Quantitäten überhaupt nicht abgepasst wird. Also 5 Paprikaner an einer Plastiksport, obwohl in der eigentlich ist 1, 2 oder 3 Bereich. Denn Herr Zeimert wird für drun Beispiel von den Melonen erzählt. Und noch ein guter Porto löst das Problem nicht. Herr Präsident, von den Lebensmittelverschwendung für in diesem Hintergrund bekämpfen will, dann ergibt sich einer weiter Pisten, die an unseren Ohren mehr Folge hätten, wie der renge Fokus auf Sensibilisierungsmaßnahmen, und die auch nach einer positiven Nebeneffekt auf die Ökonomie und auf die Leute ihren Alltag hätten. Allererstens mengen wir mal, dass eine wirksame Strategie gegen die Bekämpfung von der Verschwendung von Lebensmitteln auf vollständigen Informationen beruhen muss.
Die leiien aber nicht viel, weil auch an den Etüden von der Regierung Produzenten, also die Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft nicht als Verschwender kalkuliert sind. So nieft geht der großen Teil vom Verbitzen direkt der Staat mit imputiert, obwohl sie, wie gerade beschrieben, keinen direkten Einfluss auf die Offer an Produktion von Waren haben. Wenn also es steht, eng zoue köcht griechische Joghurt wäschgeheit, da kann in diesem Stot nicht die ganz Lebensmittelketten, die an diesem Becher Joghurt angeflossen sind, unheften. Der Stot kann die nicht kennen. Und das somit gönnet an der Lehren informierte Schwa zu treffen. Heim ist unbedingt nur gebessert gehen. Zweitens, und das hängt aber mit der Information direkt zu summen, müsse denn besser Transparenz bei der Lebensmittelkette gehen. Bei uns Lebensmitteln muss klar und deutlich überprüft können gehen, wie eng Ressourcen a wie engem Moos an Produktion angeflossen sind. Für drun als Beispiel genannt gehen vom Wasser, was den Brauch für ein Apfel, mehr aber auch vielleicht der Benzin oder der Kerosin, den an enger Kiwi draufstecht. Du vermisst Lebensmittelindustrie an der Lebensmittelhandel hier Wurebilanzen oppelehen. An Doren uknappend müsse doch möglich sein, dass Konsumentenschutzorganisationen Recht auf Information bei diesen Unternehmen haben, für so gegebenenfalls auch keinen gesellschaftlichen Druck auszuüben. Drittens mengen wir, dass die Verpackungsindustrie mehr stark reguliert muss gehen. An die Großhandelsketten und Supermärkten müssen dazu verpflichtet gehen, all dies Fuhren, bei denen es möglich ist, einzeln auszulehen. Für dass der Konsument beim Abkauf auch wirklich die Schwachheit für just das zu kaufen, was er wirklich braucht. Da das zu Lützeburg ein große Supermärkte haut an der doter Form nicht assuriert. Viertens muss ein Supermarkt dazu verpflichtet gehen, Waren, die einen gewissen Zeit für ihrem Auflauftermin stehen, mehr billig anzubieten, auch Waren, die aufgelaufen, aber noch verwertbar sind, gratis rauszugehen. Damit dürften dann noch aufgelaufen Waren nicht mehr bewusst verdurven gelost gehen, für so zu verhindern, dass die Leute an die Großpubel bei den Supermärkten sicher kommen. Den Herr Fayo hat für drun als ob die Dimension vom Don alimentaire ergangen, und ich muss ehrlich sagen, dass ich einen großen Teil von seinen Reflexionen an dem Punkt absolut teilen. Fünftens müssen lokal Produktions- und Konsumkreislauf gestärkt gehen. Auf lokalem oder regionalem Niveau sind wir zwischen Produzent und Konsument mit klein. Wir für allem kennt ein lokaler Produzent meistens auch seinen Klienten. Er weiß besser, was sie wie und wie nie wollen haben. Genauso kann eine Epicerie am Dorf besser abschätzen, wie viel Waren er kauft, weil sie besser abschätzen kann, wie nie und wie oft etwas kaufen könnt. Auf lokalem Niveau entsteht auch ein Vertrauensverhältnis von den Konsumenten par rapport zu den Produzenten respektiv zum Verkäufer, was auch ein Teil aus von einem anderen Umgang mit den Produkten selber. Herr Präsident, mehr Mengen, dass die Verbitzen von Lebensmitteln an den Griff kriegen muss. Und mehr Mengen, am Gegensatz zu Vierredner, dass man dazu auch legiferieren müssen. Der Gaspillage von Lebensmitteln steht exemplarisch für eine Wirtschaftsordnung, die natürlich wie menschliche Ressourcen auf eine nicht mehr tragbar Weise verbraucht. Und für das umzuändern, dafür brauchen wir Courage, nötige Courage, auf nationalem, aber auch auf europäischem Plan. Es ist merci. Eh bien, merci, lo kommen und die Regierung, weil das war der letzte angeschriebene Redner. Die hat vielleicht aber zu rappellieren, 40 Minuten Zeit. Ich gehe davon aus, dass ihr zu 3 werdet intervenieren. Dafür als der Landwirtschaftsminister, Herr Etchen, der hat mänglich verticht wird. Plus natürlich selbstverständlich Herr Nofit Motionen, die entsprechend 5 Minuten, wann so weit das.